Und weiter geht's zu einer neuen spannenden Runde bei The Legend of Zelda Skyward Sword Hero Mode im 4-Herz-One. Ja, mal was Neues, Freunde. So, in der letzten Folge haben wir hier noch was hier erledigt, sprich die letzte Kombination herausgefunden und sind jetzt schon auf dem Weg zurück ins Ranell Steinwerk und wir kriegen gleich Besuch. Komm her und bam! So, jetzt mal gucken, müsste gleich soweit funktionieren. So, dann hoffe ich mal, dass ich nicht zu laut bin, aber auch nicht zu leise bin, weil ich zocke gerade mal auf dem TV. Ja, ich versuche mal was Neues und die Aufnahme läuft auf dem PC, von dem her... Ja, ich gucke gerade, das funktioniert soweit. Was ist hier blau markiert? Was zum... Achso, das sind meine Markierungen. Ups, sorry. Und der nächste Spacko wird auch gleich erledigt, komm schon. Und dreimal, das war's mit der nächsten Wüstenschnecke. Ja, supi-dupi Meisterschruppi. Ja Leute, wie gesagt, zocken auf dem TV, aufnehmen auf dem PC. Ich hoffe, das Ganze funktioniert soweit ordentlich gut. Die Dinger hier nerven, jetzt kommt der schon wieder, meine Fresse. Bäm. Alter, wieso hinterlässt er keine Items? Wieso nicht? Ich hab die Schatzmedaillen und trotzdem hinterlassen sie nichts. Ja, ich glaube, das ist immer so. Gut, mal gucken. Was wollte ich jetzt eigentlich gerade mal... Hä? Wollte ich gerade was machen? Hallo, warst du schon da? Ah, hier. Nee, Quatsch. Also, Moment mal. Plus war's, genau. Das wollte ich machen. Gut, den mal kurz weg hier und den auch. Braucht doch kein Mensch mehr. So, 5 Stück braucht ihr überhaupt noch? Ja, genau. Hier muss er wieder hin. Weil wir haben das Feuersymbol, wir haben das Blitzsymbol und auch das Wassersymbol. Jetzt also noch das Ganze... kombinieren, ist das? Ah, jetzt geht's wieder. Ich dachte gerade, was ist jetzt so seltsam von der Darstellung her und so. Weil diese Art der Darstellung, sprich so nach Norden und so betrachtet, das ist nachher gleich sehr wichtig, Leute. Aber dazu gleich mehr. Ach ja, wieder mal eine Runde Skyward Sword Hero Mode. Ist doch cool. Zwar mit 4 Herzen, aber ich denke mal, zurück schaffen wir es noch mit 4 Herzen. Das dürfte kein Problem sein. Dann der Rest dann, naja, mal gucken. Weil ich habe mir schon offscreen mal überlegt, auch da, ihr seht schon, ich habe gut eine Flasche jetzt leer. Ich habe jetzt noch einen Herztrank SV zum einmal trinken, wie es aussieht. Na super. Und ich habe noch eine Fee, da habe ich mir natürlich schon überlegt, ja, ist das eine gute Idee, mit dieser Ausrüstung jetzt in den Tempel zu gehen? Oder sollen wir da vielleicht noch mal kurz in den Wolkenhort gehen? Soll ich das Ganze offscreen machen? Wie soll ich das am besten handhaben? Und ich habe mir überlegt, komm, ein bisschen Action muss sein. Ich habe gar keine Lyra. Scheiße. Komm schon, komm. Nicht abhauen, nicht abhauen. Geht doch. Und schon wieder ein paar Himmelsfalter. Die brauchen wir doch für die Herztränke. Zumindest war mir das mal so. Bingo, 4 Stück. Jetzt habe ich gerade die Welt, aber es muss gehen. Na, willst du auch noch? Und zack, eingesackt. Sehr schön. Jetzt darüber. Ich hoffe, der Frosch ist in Ruhe. Der Wüstenfrosch. Gut. Guti. Und schon bin ich wieder hier. Ups. So, jetzt aber. Kommt gerade noch ein... Hallo. Ah, da kommt schon einer. Nicht abhauen! Puh, Glück gehabt. Ein neues Wüstengras. Auch das, wenn wir noch zu Haufen brauchen. Ich überlege gerade, ich überlege heute ziemlich viel. 7 Stück, das dürfte fürs erste reichen, oder? Reicht's? Machen wir lieber mal 8 raus. Hallo? Wo ist Nummer 8? Da müsste gerade Nummer 8 gekommen sein. Hallo? Komm schon, wo bist du? Was machst du da? Nein! Das war knapp. So, 8, das reicht aber jetzt aber auch. Jetzt endlich auf zum Tempel. Das Problem ist nur, wo ist der Tempel? Der Tempel der Zeit vielleicht? Ja, ist schon ein guter Anhaltspunkt, aber doch nicht so ganz. Erstmal noch kurz die Herzen auffüllen. Oh Mann, das Schild ist auch schon fast am Arsch, aber für den Tempel hier müsste noch reichen. Hoffe ich zumindest. Mal gucken. 6 Herzen, das ist supi-dupi. Ich gucke nochmal kurz, die Aufnahme läuft, die Zeit läuft auch, ich habe noch genug Zeit. Wunderbar. Wunderbärchen. Ja, die Technik so, bin ich ja grundsätzlich ein Fan davon, aber mir funktioniert die Technik nicht immer so, wie sie gerne sollte. So, jetzt hier zum Mechanismus. Ihr seht ja hier noch den... Ups. Moment mal kurz, Moment. Link aktivieren. Dankeschön, Linky Boy. Kommen jetzt eigentlich die Viecher auch wieder? Dürfte eigentlich nicht sein. Das dürfte nur der Robotypi kommen. Genau. So. Und jetzt müsste hier irgendwo mal das Ranell Steinwerk erscheinen oder sonst irgendwie was hier ansatzweise nach einem Tempel aussieht oder uns helfen könnte, da rüber zu kommen zum Tempel der Zeit. Und wie geht das am besten? Ganz einfach, wir müssen hier die richtige Kombination eingeben. Doch bloß, wie ist diese?
Gut, wir haben jetzt hier wieder Blitz, Feuer, Wasser, vielleicht sieht man sie ungefähr. Genau, hier Wasser, Feuer, Blitz. Jetzt mal schnell auf der Karte gucken. Wir haben hier, von uns aus gesehen, ist hier auf 9 Uhr liegt das Wassersymbol, auf 12 Uhr das Blitzsymbol und auf etwa 4 Uhr liegt bereits das Feuersymbol. Also dann machen wir es so. Mal kurz gucken, welcher muss ich zuerst machen? Wasser, glaube ich, war. Drücken. Wasser, genau. Jetzt kommt Feuer. Wie gesagt, auf 4 Uhr war doch der. Drehen, drehen, drehen. Link, drehen. Link! Die Steuerung manchmal, ey. Ja, teilweise leider einer der großen Minusfaktoren hier bei Skyward, muss ich leider auch mal zugeben. Obwohl das Skyward so mein Lieblings-Zelda-Spiel ist, aber trotzdem die Steuerung manchmal, das ist... Ja, müsste es im Prinzip wirklich genau exakt vom Bildschirm sitzen, zumindest mal vor der Sensorleiste und ist einfach ein bisschen, nur ganz kleines bisschen mühsam, aber halt auch lernenswert. Und da kommt er auch schon. Das Ranell-Steinwerk. Das Steinwerk, von dem ich ursprünglich dachte, es wäre bloß da, um hier mal kurz im Tempel der Zeit durchzukommen. Quasi ein Durchgang für uns. Aber ich habe mich ja geirrt. Denn dies hier, das Ranell-Steinwerk, ist mehr als nur ein simpler Durchgang. Mehr als nur ein Zwischentempel. Ich begrüße euch zum 3. Tempel von The Legend of Zelda Skyward Sword. Das Ranell-Steinwerk. Und ihr seht ja schon, hier müssen wir wieder mit Bomben arbeiten und haben ein paar, ach du Scheiße, solche Viecher vor uns. So, ich kann nicht, aber später dann. Hallo, Skorpione. Das Schwert, Moment mal kurz. Ah, so ging's. Das Schwert ziehen, ohne gleich irgendwie was herumstechen zu wollen. Genau, so war das. Da kommt. Was willst denn du da? Du kriegst mich nicht, du kriegst mich nicht. Bläh. Arsch. So, und der nächste Skorpion down. Und ein 2-Punkte-Wurf. Oder 2 Punkte von hier aus? Ja, dürfen etwas sein. Wow! Hilfe. Hallo, wow! Haben die mich doch glatt erschreckt. Gut, hier können wir auch abspeichern mit der Vogelstatue, dann später mal, weil die Aufnahme erfolgreich war. Ja, habe ich ja schon mal angedeutet mit der Technik und so, und auch mit der Wii U und allgemein mit der Capture Card hier, mit der HDP VR2. Ich bin noch nicht so glücklich damit, wie ich gerne wäre. Und deswegen bin ich da immer ein bisschen skeptisch und ja, sagen wir lieber, wow, lieber mal ein bisschen mehr. Scheiße, lieber mal ein bisschen mehr speichern als zu wenig. Gut. Hier ist nichts mehr. Hier ist auch nichts mehr. Was will der Frosch da? Du nervst. Oh, Hilfe! Komm raus. Alter! Geht doch. Danke unserem super Himmelsstrahl, ich Trottel. Habe ich den jetzt eigentlich gebraucht? Ach so, ich Trottel. Ja, das wollte ich auch noch machen. Ach, deswegen wollte ich ursprünglich noch zurück in Wolkenhort. Genau, um den Käfer abzugraden. Das war ja der Sinn und Zweck davon. Na gut, das geht auch so mit dem. Nur mit dem Greifkäfer geht's auch. So geht's auch, meine Fresse. War also ein bisschen lahmarschig, wir haben leider noch nicht den Turbokäfer. Aber dann vielleicht nach dem Tempel direkt. Je nachdem, ob ich nicht unterbrochen werde, dankeschön. Je nachdem, ob ich dann genug Teile habe, sprich Sammel-Items. Ja, die Ausdauerleiste, das ist auch so ein Faktor. Apropos Ausdauerleiste, ich müsste sowieso vermehrt mit Ausdauertränken arbeiten, aber auch mit sonstigen Tränken, oder? Auch so mit dem Rüstungstrank, den Lufttrank, den habe ich am ersten Let's Play gar nicht gebraucht, aber ich denke mal, das werde ich alles nach diesem Let's Play nachholen. Also auch den Lufttrank noch einsetzen, wenn ich den, ja gut, den Lufttrank, den kann man benutzen, aber ist eigentlich nicht nötig, genauso wie den Ausdauertrank, wobei, da beim letzten Kampf, also im allgemeinen letzten Kampf, ich will jetzt nicht zu viel spoilern für diejenigen, die es noch nicht kennen, aber beim allgemeinen letzten Kampf, oh, ein Glabber. Hallo, Flabber, Glibber, ich sage ja Flabber.
Aber da halt beim allgemeinen letzten Kampf im Spiel, auch ohne zu viel zu spoilern, wäre halt, also der ganze letzte Kampf, aber halt die Abschlusssequenz, ihr kennt es ja, wäre da, denke ich mal, ein Ausdauertrank nicht so die schlechteste aller Ideen. Was ist jetzt schon los? Zentrieren, hallo, gut. Ja, zentrieren auch so eine lästige Angelegenheit. Alter. Spüre mein Schwert! Alter, geht der weit, hey. Der Himmelstrahl in dem Heldenmodus, der ist echt geil. Muss man mal so sagen. Gut, darüber noch. Komm schon, Link! Oh, wieder mal ganz knapp nur ein Alter, was soll das, wenn kein Ausdauer läuft? Also ganz ehrlich, Link. Ganz ehrlich, Alter. Ich meine, wie schwer bist du? Etwa 40, 50 Kilo bei deiner Größe von 1,50? Also müsstest du schon ein bisschen mehr Ausdauer haben. Ich meine, ich bin ja nicht gerade der Schlänkste und so und lege mehr Wert auf Kraft jetzt bei mir als auf Schnelligkeit oder Ausdauer, aber ein bisschen mehr als du habe ich trotzdem. Hallo, bam. Ups. Nein, ich habe sie gekillt. Scheiße, ich wollte doch Hallo sagen. Ja, so schnell kann es gehen. So schnell kann es gehen. So, dann haben wir hier was anderes gezogen, aber naja. Gut, Leute, geht weiter hier. Komm schon, ich weiß, es ist nicht einfach nur den Treibsand. Wieso, Nintendo? Wieso habt ihr hier Stellen eingebaut, bei der man zwangsläufig die Ausdauer verlieren muss? Wieso? Und hier haben wir... Kommt hier noch was? Nö, kommt nicht mehr. Gut. Es wird Zeit für 20 Rubine. Gut. Der dritte Tempel, ich überlege gerade an den Herzteilen. Hier hat es keines, soweit ich mich erinnern kann. Nö, hier hat es kein Herzteil, nur ein Herzcontainer wieder mal, wie üblich. Aber auch den dann erst im Let's komplett wird der eingesammelt. Ja, nicht im Herz One, so. Oh nein, die Hydra. Oh, 2 Hydras. Ach du Scheiße. Okay, hoffentlich kann ich es noch. Das war immer so eine, ja, nicht ganz so einfach, aber... Ups. Okay, kann es nicht mehr. Wow, was war das gerade? Jep, ich kann's nicht mehr. Das ist ja super dupi Meisterschruppi. Alter Schwede, hey, alter Schwede. So, wer macht das am besten? Ich habe eine Idee. Trick 17. Ja, verdammt nochmal. Wieso klappt Trick 17 nicht? Ah, jetzt klappt's. Trick 17. Wieso immer nur? Ja gut, also. Die Schildattacke ist am besten. Ja, einer, der mal überlebt. Na, ganz toll. Alter, wieso denn? Ich bin noch ganz links und ich ziehe nach rechts durch. Ach so, das geht. Ich dachte, die müssen wir alle gleichzeitig erledigen. Okay, das ist Neues gelernt. Ich muss dringend zum Volknot zurück. Soll ich wirklich? Wäre das eine zusätzliche Challenge jetzt für mich? Ja, weiß auch nicht. Weiß noch nicht. Moment. Mal. So, Skorpionkönig. Ne, das stimmt. Seltsam. Gut. Natürlich weiter, ohne hier groß Zeit zu verlieren. Sehr schön, was sage ich? Zeit. Wir haben noch ein paar Minuten. Das freut mich sehr. War jetzt der da hier zum Verschieben oder was hier drüben? Ne, da muss ich ja später nochmal lang, weil ich dann ja, ich sage jetzt mal, einen hilfreichen Gegenstand habe, den man auch sehr schön zum Staubaufwirbeln gebrauchen kann. Ja, Staubaufwirbeln vor allem. Gut, hier kommen wir noch nicht vorbei, das stimmt soweit. Dann hier halt durch und... Ich muss überlegen, stimmt das überhaupt so? Na, Link, was sagst du? Stimmt das? Stimmt das? Stimmt das? Könnte stimmen. Könnte richtig sein. So, jetzt... Alter, zieh mal. Ah, jetzt. Gut, das müsste auch so funktionieren. Da. Und dann müsste auch nicht funktionieren. Link, kannst du mal bitte... Dankeschön, Linky Boy. So, Alter. Also heute, Link verarscht mich ein bisschen. Ne? Kann das sein? Gut. Jetzt bist du oben, Link. Und... Alter, doch, die nächste Tür ist eigentlich offen. Ja, die ist offen. Sonst kommen wir noch nicht weiter, oder? Oder war das bereits so? Moment mal kurz. Fräulein, Auskunft für mich. Nö, da brauche ich einen Schlüssel, wie gesagt. Und da muss ich, glaube ich, erstmal öffnen. Genau.
Also noch nichts gewesen in den Spesen. Weiter geht's im Hauptdurchgang. Auf der Suche nach der Karte des dritten Tempels. So. Hallo, bin da, wer noch? Keiner. Ja, das ist ein tolles Begrüßungskommando. Einfach kein Schwein hier. Überall Sand, hey, überall Sand. Das ist doch wohl eine Verarsche, Nonplusultra. Okay, kurz absparen, bevor ich wirklich noch krepiere. Das wäre nicht so vorteilhaft. 6 Herzen plus eine Fee. Ja, theoretisch müsste es reichen. Theoretisch müsste es reichen. Aber ja, die Theorie und die Praxis, weiß ich als Informatik nur zu gut, ist ja immer so eine Sache. So, weg mit euch dämlichen Kisten. Weg mit euch! Bäm! Na, mal überlegen, schaffst du noch in dieser Folge für das Item des Tempels? Ja, wow. Hilfe, das war jetzt knapp. Hier bin ich ein bisschen Vorsicht von den Viechern. Ja, genau das meinte ich, ey. Okay, das wird es Zeit noch schaffen, aber ich hab's nicht mehr geschafft. Gut, dann mal 5 Herzen, sehr schön. Ja. Oh. Gut. Ja, eine Monsterklaue, eine Monsterklaue. Die sind ja auch so selten, ey. Meine Fresse. Ich überlege gerade, es gibt ja im Wolkenhorn, gibt es doch nachts so eine Art vom Schikastein, aber ich habe gerade gespoilert. Naja, was soll's. Schikastein gibt es ja so eine Art Nachthändler, gibt es einen. Und den Schlüssel. Ja, so eine Art Nachthändler. Da ich hier Items verkauft, aber ich weiß gar nicht mehr, ob es nur spezielle Items waren, ja halt die seltenen hier. Warte mal kurz. Seltene Items hier, wie diese hier, Schattenkristalle, blaue Vogelfeder, die seltenen hier, oder ob er auch häufigere Items verkauft. Wüsste ich jetzt gar nicht mehr, Leute. Ich glaube, waren nur die seltenen. Hat er, glaube ich, irgendwie so in Erinnerung. So, wir kommen eigentlich theoretisch nur hier weiter. Das Problem ist, uns wird hier der Weg versperrt. Und Link, obwohl er irgendwie schmal ist wie ein Bodenstein, kommt er hier links nicht durch. Na klar. Ein bisschen durchzwingen könnte er theoretisch, aber er will nicht. Na gut, wenn er nicht will, dann hat er halt schon. Deshalb gehen wir wieder zurück und benutzen den Schlüssel, um durch die Tür zu gelangen. Bedrohliche Musik. Wow, und jetzt links lang, links durch die Schlüsseltür. Das dürft ihr mal bitte bitten, dankeschön. Und auf mit dir, ja. So, sieht doch schon mal schöner aus. Ja, viel schöner. Gut, das haben wir hier. Wir haben hier bombenfliegende Fische. Ich weiß, sieht ein bisschen seltsam aus, aber es ist leider wirklich so. Wir können die entweder Himmelstrahl der Wanner befördern, was die gar nichts bringt. Oder sonst nur bei Feindkontakt, also sprich da mit der Mauer und so, da funktioniert auch immer sehr gut. Oder halt per Käferlein, denn der ist ja unzerstörbar. Seht ihr das? Der Käfer lebt immer noch, unzerstörbar, wir müssen ihn niemals ausrüsten und nachrüsten. Das ist geil, na super. Runter mit euch. Ja, so geht's auch. Ups, na gut, Schleim brauche ich eh nicht. Das passt schon soweit. So, jetzt hier oben durch. Ja, es ist ziemlich eingerostet und verstaubt und ja, also hier brauchst du dringend mal einen Staubsauger, hey. Dringend mal. Was macht eine Blondine in der Wüste? Na was wohl, Staubsaugen. Hahaha. Alter, ist der alt. Ah, klappt auch so. Tschüss. Kann ich hier eigentlich noch durch? Ich überlege gerade. Nö, definitiv zu weit. Dann schaut da drüben. Gut, geht's nur hier weiter. Auch keine so gute Idee, deshalb kommt schon runter mit euch. Die wollen einfach nicht. So. So einfach kann es gehen. Oh nein, das war ja da schon wieder. Ich hab's doch schon gesehen, Leute. Keine Panik auf der Titanic. Mal kurz den da und dann einen Rundflug machen. Ein bisschen gähnen, weil es morgens um 4 ist und ich jetzt zocken muss, weil die Wii U die ganze Nacht nicht laufen wollte. Und ich leider gerade das Kabel für die Wii nicht finde. Ja.
Mein Zimmer, mein Chaos im Zimmer oder mein Zimmer im Chaos, whatever. Wieder einmal unübertrefflich. Hopp, hopp, hopp. Gut. Tür auf. Und es wird Zeit, hier alles ein bisschen in die Zukunft zu versetzen, Leute. Greifkäfer. Turboknopf geht nicht, scheiße. Es wird spannend. Was wird geschehen? Was wird geschehen, wenn wir die Zeit um Jahrhunderte zurückversetzen? Holy shit. Freunde, willkommen in der Vergangenheit. Eine Vergangenheit, die ein bisschen problematisch werden könnte, weil ihr seht schon, wir haben hier ein paar neue Typen gefunden, die uns nicht sehr freundlich gesinnt sind, dann noch Laufbänder und so, also das ist eine richtig antike Fabrik hier. Aber was mit dieser Fabrik genau auf sich hat, wie es weitergeht, seht ihr in der nächsten Folge bei The Legend of Zelda Skyward Sword Hero Mode im 6 Hertz One, theoretisch mittlerweile 5 Hertz One. Wieder mal vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Ciao zusammen. Oh Mann, das wird noch elektrisierend, Link. Oh Mann.